Ja, servus meine Lieben, heute geht es einmal um den Poolsauger, um den Poolreiner von der Firma Steinbach. Die haben jetzt 3 Monate im Test und ich muss sagen, 3 Monate absolut geiler Job. Der Poolreiner, das ist der kleine von der Firma Steinbach. Steinbach hat sowieso gute Produkte, ob das Filter sind oder Poolsauger. Das ist der kleine Poolsauger, sieht aus wie so ein niedlich kleines UFO. Ist er aber nicht, er leistet nämlich einen mega Job. Er saugt nämlich Pools in der Größe bis zu 10 Kubikmeter Wasser, so wie dieser hier. Das ist ein stinknormaler Fremdpool, 3,66 Meter Durchmesser, 90 cm hoch. Ja, das sind so 10.000 Liter. Und die saugt er top den Boden ab. Der Poolsauger wird über Akkubetrieb beladen. Wir haben hier den Anschluss für das Netzteil, das ist mitgeliefert. Und hier haben wir den Ein-Ausschaltknopf. Wenn man unter Wasser im Pool hebt, dann muss man den einschalten und 15 Sekunden später startet er. Dann haben wir hier die Düsen, wo er den Schmutz reinsaugt. Da sind auch noch so Gummilippen dabei, braucht man aber nicht unbedingt, nur wenn der Boden recht schmierig ist. Aber wenn es nur ein loser Dreck ist, reicht es ohne diesen Schmutzlappen. Dann hat er 4 Räder, die sind gut beweglich. Ja. Und wie gesagt, 4 Stunden Aufladedauer, 60 Minuten Saugbetrieb. Und in diese 60 Minuten saugt er komplett den Pool sauber. Und ja, da drin ist der ganze Behälter, wo der Schmutz aufgefangen wird. Und hier kann man öffnen. Ja, bei diesem Schnapper kann man den komplett öffnen. Und dann muss ich sagen, Steinbach ist wirklich top. Poolsauger, Poolreiner von der Firma Steinbach. Und wie er saugt, das zeige ich euch dann auch noch später. Wir sind die 3 Monate jetzt sehr zufrieden. Und ich sage, klare Kaufempfehlung. Also ohne Schlauch, ohne Kabel. Leiter muss man raus tun und dann rein damit und dann saugt er wirklich zuverlässig. Ja, jetzt ist soweit. Der Pool ist ziemlich dreckig, da ist ein bisschen Dreck drin. Nicht zu viel, ja, aber trotzdem. Und jetzt kommt dieser Steinbach Poolreiner im Einsatz. Ja, den werden wir jetzt zuerst einmal hineinheben. Und unter Wasser müssen wir den einschalten, nicht vorher. Also wir sehen jetzt da schon einigen Dreck verteilt vom ganzen Tag, was sich so gesammelt hat, oder von 2 Tagen besser gesagt. Und das heißt, jetzt kommt der Poolreiner im Einsatz. Den werden wir zuerst einmal richtig vollsaugen lassen. Ja, so kann man eintauchen. Und wenn das erledigt ist, dann schaltet man da unten ein. Ja. Und jetzt lassen wir ganz langsam zum Boden sinken. Und dann, so 15 Sekunden, fängt er selber los zum Saugen. Ja, und da macht er jetzt wunderbar seinen Job. Ja, der rennt hinten an die Ecken an. Und dann wechselt er wieder die Richtung. Ja, sieht man jetzt hier. Poolreiner, der macht jetzt genau 60 Minuten seinen Job. Er wechselt ständig die Richtung durch die runden Pool. Und somit hat er 60 Minuten Zeit, dass er den Poolboden perfekt absaugt. Und das geht alles in den Saugkammern rein. Die kann man dann bei wenig Verschmutzung, reicht es, wenn man es beim 2. Tag ausleert, sauber spritzt mit dem Schlauch. Und bei viel Verschmutzung macht man das natürlich gleich hinterher, damit das nicht alles verklebt. Trocknet das alles sauber ab, das Netzteil zumindest, wo man reinsteckt, immer sauber abtrocknen, wieder neu laden. Und wenn man wieder braucht, legt man wieder einen Pool rein und dann macht er seinen Job selber. Völlig kabellos, völlig schlauchlos, nicht so wie der Intake-Scheiße, der wo mich ständig gefuchst hat, dann hat sich der Schlauch wieder verheddert. Der Poolsauger ist fertig. Was ich noch dazu sagen wollte, es ist so ein Haken da dabei, der wird mitgeliefert.
Weil es kann ja passieren, dass der Poolsauger irgendwo im Eck hinten steht und dann muss man ja rausholen. Ja. Und der passt bei so üblichen Teleskopstangen, die wo den Clipper da haben, passt nämlich dieser Haken drauf. Und den tun wir jetzt rein. Ja. Dieser Haken wird mitgeliefert und Ladegerät. Jetzt kann man den Poolsauger so schnell wie möglich rausheben. Zack. Und dann stellen wir ihn auf Zeiten und das war's schon. Und was wichtig ist, und dann jetzt unten ausschalten und dann machen wir ihn sauber. Dazu machen wir die Schnapper auf. So. Genau. Und schon ist es zerlegt. Das ist der Motor mit dem Einschaltknopf. Das Netzteil zum Aufladen. Und hier haben wir die sogenannte Saugbeutelkammer. Und hier haben wir den ganzen Dreck, der was sie angesammelt hat, der wo hier reinkommt. Ja. Und das machen wir jetzt sauber. Jetzt bricht das einfach hier aus. Und das gleiche machen wir mit dem Sieb. Das Sieb ist ganz feinmaschig, damit der ganze Schmutz im Behälter drin bleibt. Und jetzt ist ganz wichtig, dass man das abtrocknet, weil das muss immer schön trocken sein, wenn man das neu auflädt, damit es da keine Probleme gibt. Aber wie gesagt, das ist der Motor, 4 Stunden Aufladezeit, 60 Minuten Laufzeit. Das machen wir jetzt natürlich wieder schön trocken. Das ist, was ich gesagt habe. Dann bleiben da keine Ränder übrig vom Kalkwasser oder Chlorwasser oder wie auch immer. Und wichtig ist, ja, dass dieser Kontakt da wunderbar schön trocken bleibt. Das Ding machen wir auch ein bisschen sauber. Da geht es nicht ganz so genau. Der muss nicht perfekt sauber sein oder trocken sein. Wichtig ist der Motorblock. Und so schaut das ganze Teil aus. Hier geht der Dreck rein und hier. Ja. Also das ist die Schmutzkammer. So, jetzt kommt ein bisschen der schwierige Teil, weil die Klammern, diese Klammern, die gehen ziemlich schwer zum Zuklicken. Und wichtig ist, dass man das so zusammenbaut. Diese Nasen da, sieht man die? Ja, unten sind keine und hier sind so Nasen. Die müssen oben sein. Wie man das reindreht, ist egal. Und dann haben wir hier ein Loch und gegenüber haben wir auch so ein Loch. Und hier haben wir diese Nasen und gegenüber haben wir auch so Nasen. Die müssen genau hier rein und dann zuklicken. Und die gehen schwer. Und schon ist er fertig. Und jetzt können wir wieder anstecken. Zum nächsten. Also Fazit zu den Poolsauger von
Poolreiner von der Firma Steinbach aus Österreich. Ja, den Link tue ich natürlich unten nochmal in die Videobeschreibung rein und ich kann sagen, absolute Kaufempfehlung, perfektes Teil. Und jetzt gerade zu dieser Zeit für wenig Geld zu haben, kann ich nur sagen, passt, ein perfektes Teil. Steinbach hat immer gute Sachen und der Poolrenner macht einen guten Job. Also mit diesem Sinne, lasst ein Abo da, auf Kommentare würde ich mich freuen und viel Spaß mit diesem geilen UFO Poolrenner für Kubik bis 10 Kubikliter Wasser.